Herzlich willkommen beim Podcast Unfolding Infinite Storyscapes des Kulturvereins Interferenzen. Unser heutiger Gast ist Natascha Sphiri. Frau Sphiri lebt in Graz und beschäftigt sich mit der Gestaltung von Lernen, Kommunikation und Zusammenarbeit im virtuellen Raum. In Großbritannien hat sie Psychologie studiert und die Themen E-Learning, Game-Based Learning und Oberflächengestaltung vor mehr als 20 Jahren, als die Technologie noch ganz am Beginn stand, an die FH in Graz mitgebracht. Frau Sphiri sagt, sie sei mit einer großen Liebe für Sprache aufgewachsen. So hat sie bereits in ihrer Kindheit in Griechenland von ihrer Tante Deutsch gelernt. In der Ferne lebende Familienmitglieder haben schon damals in ihr Neugierde auf die weite Welt geweckt. Was für Möglichkeiten haben sich Frau Sphiri geboten, um das Studium absolvieren zu können? Wie blickt sie auf den technologischen Fortschritt im Bereich Kommunikation im virtuellen Raum? Was für eine Bedeutung hat ihre Mehrsprachigkeit heute im Alltag? Wo fühlt sie sich zugehörig? Und wie sieht sie das Thema Identität? Hören Sie jetzt Renate Rogi-Kohlenbrat im Gespräch mit Natascha Sphiri. Ich freue mich sehr, heute in unserem Projekt Frau Natascha Sphiri begrüßen zu dürfen. Frau Natascha Sphiri arbeitet an der FH Joanneum in Graz und ist E-Learning-Expertin. Natascha, darf ich dich bitten, dass du dich selbst kurz vorstellst? Ja, sehr gerne, Renate. Ja, vielen Dank für die Einladung, für dieses Gespräch. Ich bin Natascha Sphiri. Ich bin gebürtige Griechin. Das ist meistens das Erste, was ich bei Vorstellungen sage, so woher ich komme. Ich lebe seit 23 Jahren lang schon in Graz in Österreich. Und ja, ich fühle mich so in meiner Identität eher so europäisch, weil ich habe auch 4 Jahre lang in Großbritannien gelebt. Also ich bin von Griechenland nach Großbritannien ausgewandert zum Studieren und dann bin ich nach Graz angekommen und hier habe ich meinen Mann kennengelernt und einen guten Job gefunden und jetzt lebe ich hier und ich habe 2 Töchter, die sind 13 und 11 Jahre alt und ich bin an der Fachhochschule Joanneum als E-Learning-Expertin tätig. Also mein Arbeitsbereich ist, wie wir das Internet und unsere Smartphones und Computer und Handys für das Lernen und Lehren verwenden. Und ich habe die Ehre, nächste Woche für meine 20-jährige Anstellung an der FH Joanneum geehrt zu werden. Also ich werde 20 Jahre, oder ich bin schon 20 Jahre lang an der Fachhochschule angestellt. 20 Jahre, das klingt nach einer langen Zeit, in der sich ja auch sehr vieles getan hat. Wenn ich jetzt fragen darf, wofür wurdest du vor 20 Jahren eingestellt, auch schon als E-Learning-Expertin? Vor 20 Jahren war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin und ich war in Forschung und Entwicklung tätig. Und damals haben wir in der Abteilung Innovative Lernszenarien EU-geförderte Forschung und Entwicklungsprojekte durchgeführt. Und mit den Jahren hat sich das doch geändert, weil wir in unserem Zentrum nicht mehr so viel Forschungs- und Projektentwicklung machen. Wir konzentrieren uns mehr auf die Weiterbildung der Lehrenden und auf die Weiterbildung von Lehrenden, Trainings im deutschsprachigen Raum, also im Haus, bei uns, aber auch im deutschsprachigen Raum. Du hast gesagt, du hast in Großbritannien studiert. Als du in Griechenland sozusagen dich auf den Weg gemacht hast, was waren damals deine Ziele? Meine Ziele waren mal raus aus Griechenland. Griechenland war hoffnungslos damals. Also einerseits von meiner Familiensituation her, also in meiner Familie gab es ganz viele Probleme, wo ich einmal raus wollte. Und andererseits bin ich aufgewachsen mit einer großen Liebe für Sprachen. Also ich habe sehr, sehr gern Deutsch gesprochen und gelernt. Ich habe sehr, sehr gern Englisch gesprochen und gelernt. Nein, gelernt habe ich nie gerne. Aber ich habe sehr gerne gesprochen, eigentlich und gelesen.
Und meine Ziele waren einfach, die Welt zu entdecken und zu reisen. Das ist auch schon in der Kindheit bei dir so in dir drinnen gesteckt, noch einen Schritt nach vor in Griechenland? Ja, genau. Ich glaube, das war schon vorher da, weil also in meiner Familie gab es 2 prägende Personen. Die eine Person war mein Onkel, der in den 60er Jahren nach Schweden ausgewandert ist. Und ich habe als Kind schon Berührung mit Familienmitgliedern, die halt woanders gelebt haben. Und meine Tante, die aus Hamburg nach Griechenland gekommen ist, also sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und nach Griechenland gekommen, sie hat mir Deutsch beigebracht, also sie war meine Deutschlehrerin auch. Aber ich habe immer eine sehr große Neugierde, wie es da draußen anders alles abläuft. Also wie es in Deutschland ist und in Schweden und in anderen Ländern. Und dann bist du schlussendlich in Graz gelandet. Genau, das war ein Zufall. Das hat sich so ergeben, dadurch, dass ich nie so feste Ziele gehabt habe. Also du hast mich gefragt, okay, was war dein Ziel? Also ich habe nie ein Ziel gehabt, ich will Psychologin werden. Ich habe in Großbritannien Psychologie studiert. Ich habe Psychologie deswegen studiert, weil das plausibel geklungen hat, interessant geklungen hat. Auf jeden Fall, das Bachelorstudium in Großbritannien hat 3 Jahre lang gedauert. Es war voll spannend, voll interessant. Ich habe zum ersten Mal Forschung kennengelernt, was mich fasziniert hat und mir eine schöne Struktur und Rahmen gegeben hat. Aber nach diesen 3 Jahren, die vergehen so schnell und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen will. Also diese Frage dann, ich war 23 Jahre alt und dieses Wie geht's weiter habe ich nicht beantworten können. Und da habe ich für Finanzierungen gesucht, für eine freiwillige Arbeit im sozialen Bereich. Das ist, was ich mir gedacht habe, wäre gut als Puffer, also 1 Jahr Puffer zum Überlegen, was ich machen will und Erfahrungen sammeln. Und das war ein EU-Austauschprojekt. Also die EU hat mich zum 2. Mal finanziert. Also zum ersten Mal hat sie mein Studium finanziert, dann mein Austauschjahr. Und sie haben gesagt, wir haben einen Platz in Graz. Und ich habe gefragt, ja, wo ist denn Graz? Sie haben gesagt, in Österreich. Ich habe mir gedacht, okay, das klingt so Heidi-mäßig. Also das ist das, was alle halt über die Alpen wissen. Ich wollte zu einem deutschsprachigen Raum, also im deutschsprachigen Raum bleiben, um Deutsch zu üben. Und wo du dann in Graz warst, Deutsch aus der Sicht einer Hamburgerin vielleicht kennengelernt hast, wie ist es dir dann da ergangen? Ja, ich mag jetzt niemanden beleidigen. Es hat nicht wie Deutsch geklungen, weil dieses Austauschprojekt, das war ein Patienten-Internet-Café in LKH Graz. Das war ein Container und wir haben 2 Computer drinnen gehabt. Und damals gab es gab Internet, aber die Menschen haben kein Internet zu Hause gehabt. Die sind zum Internetcafés gegangen und wir haben damit Patienten, Patientinnen Zugang zum Internet gegeben und Schulungen gemacht. Diese Menschen sind aber aus ganz Steiermark gekommen, aus den Bergen. Also es hat nicht deutsch geklungen. Es war mit unserer Betreuerin und die Studentinnen da, weil da war die Krankenpflegeschule, da haben wir uns gut verständigen können, aber mit den Patientinnen, das war schwer. Ja, E-Learning, Internet ist jetzt so selbstverständlich, aber vor 20 Jahren, wenn ich ein bisschen nachdenke, war das, so wie du sagst, ja nicht überall vorhanden. Das war auch, ja, vielen Leuten ganz fremd. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du ja jetzt dann in diesen 20 Jahren, wo du in Graz bist, dich selbst auch weitergebildet hast, damit du da machen kannst, was du jetzt machst. Wie bist du damit umgegangen, mit dieser neuen Welt? Es ist auch so, also damals habe ich eine Liebe für Forschung gewonnen, also in meinem Psychologiestudium und auch, also wie wir Menschen halt
Denken. Ich habe mich mit kognitiven Neurowissenschaften beschäftigt in meinem Studium. Und dann war ich in diesem Internetcafé. Was ich dann nachher gemacht habe, ich bin zurück nach Großbritannien gegangen und ich habe einen Master gemacht. Das war interdisziplinär zwischen den Departments, den Studiengängen Computerwissenschaften und Psychologie. Und da ist es darum gegangen, wie können wir die Methoden aus der Psychologie verwenden, um Computeranwendungen zu entwerfen, digitale Anwendungen zu entwerfen für mobile Technologien. Und das war im Jahr 2001. Also 2002 habe ich meinen Masterabschluss gehabt. Und das war ein sehr, sehr innovatives Studium, was mich in die Richtung gebracht hat. Ich habe da damals auch also eine Richtung auswählen müssen für meine Masterarbeit zum Beispiel. Was für Technologien will ich entwickeln? Weil was ich ausgewählt habe, war Lernen. Also wie können wir Technologien entwerfen, die das Lernen unterstützen? Und so habe ich ein sehr, sehr starkes Fundament gehabt mit diesem Masterstudium. Und ich habe damals ein großes Interesse, das anzuwenden, was ich gelernt habe. Deswegen konnte ich damals nicht zurück nach Griechenland zum Beispiel, was ich wieder probiert habe, weil Griechenland hat keine Entwicklung gehabt. Also es gab nicht so viele Möglichkeiten für Jobs in der Technologieentwicklung. Und in Graz war es leichter, weil ich habe dann den Job, den ich haben wollte, an der Fachhochschule gefunden damals. Und es ist ein ständiger Entwicklungsprozess und Weiterbildungsprozess. Also in dem Bereich kann man nicht anders als ständig neue Sachen ausprobieren. Ja, dieser virtuelle Raum, den kennen wir jetzt alle, würde ich sagen, seit Corona. Und irgendwie bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob das vor Corona überhaupt etwas war, das wir uns vorstellen hätten können, dass dieser Raum so wichtig und auch so spannend werden wird. Wie siehst du das? Du hast dich ja schon früher mit dem Thema beschäftigt. Du warst der Zeit ein wenig voraus. Ich sage sehr oft, wir sagen hier, vor allem in unserem Bereich, die Pandemie war super für uns. Vor der Pandemie haben die Menschen und die Lehrende hier, also unsere Zielgruppen, große Widerstände gehabt gegenüber dieser Technologie. Und die haben sich nicht vorstellen können, weil sie auch keine Erfahrungen gehabt haben. Sie haben keine Erfahrungen gehabt, wie ist es denn, online zu lernen? Wie ist es denn, online zu unterrichten? Wie ist es denn, online zusammenzuarbeiten? Und es waren zwei Barrieren. Die eine Barriere war die technische, weil man hat natürlich viel Zeit investieren müssen, um diese Technologien kennenzulernen, also bedienen zu lernen. Aber diese Technologien waren auch nicht so fortgeschritten wie nach der Pandemie. Also direkt vor der Pandemie, das war 2018, haben wir ein Projekt mit Deutschland gehabt und wir haben ein Videokonferenzsystem eingesetzt. Es hat nie funktioniert. Das Ding hat nie funktioniert. Diese Videokonferenzen waren mühsam. Und dann ist die Pandemie gekommen und die Firmen haben so schnell so viel Geld investiert, dass diese Videokonferenzen innerhalb von ein paar Monaten funktioniert haben. Wenn in einer Videokonferenz, wie wir sie jetzt erleben, die Technik nicht funktioniert, dann ist die Zusammenarbeit unmöglich. Und die zweite Barriere war die methodische, die didaktische, weil die eine Sache ist, wie benutze ich, wie bediene ich eine Technologie. Die andere Sache ist, was mache ich damit? Und jetzt nach der Pandemie können wir drüber reden. Jetzt haben alle eine Erfahrung und jetzt können wir drüber reden und können wir schauen, okay, was ist sinnvoll, was funktioniert gut, was wollen wir behalten und was lassen wir, weil wir es nicht haben wollen. Wir können bewusst entscheiden.
Genau, also vor der Pandemie war es viel, viel mühsamer für uns. Also es gab sehr viele Widerstände in den Köpfen der Menschen und auch in der Haltung. Was gefällt dir eigentlich an Graz sozusagen, wo du jetzt mehr als 20 Jahre lang wohnst? Was hast du lieb gewonnen, was du früher nicht gekannt hast? Was habe ich lieb gewonnen? Also lieb gewonnen habe ich Wanderungen und Berge und man kann rund um Graz ganz super schön spazieren gehen. Das habe ich natürlich in Griechenland nicht gehabt oder ich musste sehr weit weg fahren, um auf einen Berg spazieren zu können. Ich bin auch eine Zeit lang auch klettern gegangen, was ich auch sehr gern, also diese Natur in Österreich, die Natur ist wunderschön und die Seen, wo man reinspringen kann und die Spaziergänge und es hat eine schöne Lebensqualität, also dass man gleich raus kann aus der Stadt. Ich mag sehr, dass das Graz klein und übersichtlich und man kann überall mit dem Fahrrad hinfahren. Ich war eine leidenschaftliche Radfahrerin, bevor ich mein erstes Auto gekauft habe. Genau, also das habe ich wirklich genossen und ich war auch sehr fit und das hat sich sehr gut angefühlt. Also einfach alle Wege mit dem Fahrrad machen zu können. Und die kleine Kinder auf einem Fahrradanhänger zu transportieren. Also wenn meine griechische Familie Fotos gesehen hat, dass ich einen Fahrradanhänger habe und 2 kleine Kinder drinnen sind, die haben gestaunt. Also ich war eine Heldin in Griechenland, dass ich sowas mache. Natascha, wie gehst denn du eigentlich mit dem Thema Mehrsprachigkeit um? Du bist in Griechenland aufgewachsen, lebst mit deinen Kindern jetzt in Graz. Wie macht ihr das in eurer Familie? Ich habe in Graz viele Jahre gelebt und nur Deutsch gesprochen. Mit meinem Mann, meinem Lebensgefährten Deutsch gesprochen, in meiner Arbeit Deutsch gesprochen, mit meinen Freunden. Also mein Griechisch wird immer schlechter und schlechter auch, weil ich Griechisch sehr wenig verwende. Und ich habe mir nicht vorstellen können, Griechisch zu sprechen wieder, also mit meinen Kindern zum Beispiel. Und dann ist meine Tochter auf die Welt gekommen und es war für mich aber sowas von selbstverständlich, dass ich mit der Tochter Griechisch sprechen werde. Und ich habe bis jetzt mit ihr und mit beiden nur Griechisch gesprochen und das auch im öffentlichen Raum, in der Straßenbahn zum Beispiel oder in den Geschäften. Ich spreche mit meinen Töchtern Deutsch nur, wenn Freunde, Freundinnen dabei sind, die in der Diskussion mitwirken. Also ich will niemanden ausschließen, sozusagen. Und ich habe es aber erlebt, dass es für viele Familien das ein Thema ist, dass sie mit ihren Kindern Deutsch sprechen, weil sie sich anpassen, weil sie in Österreich leben und sich integrieren wollen. Und dass man schlechte Gefühle hat, wenn man im öffentlichen Raum die eigene Sprache spricht. Und es gibt auch natürlich Sprachen, die höher bewertet werden. Also wenn man Englisch in der Straßenbahn spricht, ist nicht so negativ behaftet. Aber wenn man eine mittelasiatische Sprache in der Straßenbahn spricht, ist es vielleicht mehr mit Vorurteilen behaftet. Genau, dass die Kinder mit der eigenen Muttersprache aufwachsen dürfen, ohne dass sie sich schämen dafür. Also, dass sie stolz sind für die eigene Mehrsprachigkeit und für die eigene Herkunft. Das ist noch immer ein sehr großes Thema in vielen Familien. Also, ich spreche mit meinen Kindern nur Griechisch, sie antworten fast nur auf Deutsch. Aber ich bin noch hartnäckig dabei. Ich war mit einer Freundin mit Kleinkindern in Graz in einem Café und wir haben auf Griechisch gesprochen und wir wurden in einem argen
Weg beschimpft. Also mit Schimpfwörtern, die wir gar nicht verstanden haben, in einem Dialekt, der von ich weiß nicht woher gekommen ist. Also das gibt's in Graz. In meiner Familie, in unserer Familie ist es vielleicht leichter oder leichter in dem Sinn, dass mein Mann, der Nico, er ist halb Grieche. Das heißt, er kann selber Griechisch verstehen, weil es gibt Familien, wo nur eine Person eine andere Sprache spricht, die nur die Kinder und diese Person verstehen. Bei uns ist es so, wenn ich Griechisch spreche, dann verstehen mich alle, wobei ich muss aufpassen, nicht zu schnell zu sprechen, weil dann versteht niemand was. Am liebsten tue ich auf Griechisch schimpfen, weil das ist sehr emotional und das kommt gut an. Sehr authentisch wahrscheinlich. Ja, das ist dann authentisch. Genau. Also ich spreche nur Griechisch, ich spreche gerne Griechisch und das gehört jetzt dazu zu meinem Mama-Sein, weil das ist auch mit dem Mama-Sein auch gekommen. Also früher habe ich in Österreich nie Griechisch gesprochen. Also ich habe das erst mit den Kindern gemacht und ich genieße es voll. Also es gehört zu unserer Familie dazu. Und ich glaube, dass die Mädchen, dass meine Kinder auch froh sind, obwohl sie auch faul sind. Also weil, wenn sie Griechisch sprechen würden jetzt, sie müssten sich sehr bemühen. Also eine Sprache zu sprechen, die ich nicht gut kann, ist natürlich mit extra Mühe und Konzentration verbunden. Also sie machen das nicht. Also sie machen sich die Mühe nicht. Aber sie sind stolz, dass sie eine andere Sprache sprechen können. Und sie sprechen Griechisch mit mir, wenn sie am Telefon mit mir sprechen, weil sie nicht wollen, dass anderes verstehe. Sie sprechen Griechisch miteinander manchmal, wenn sie etwas sagen wollen, was sie nicht wollen, dass andere verstehen. Und wenn sie in Griechenland sind und mit ihren Cousinen sprechen können, dann freuen sie sich sehr. Also man merkt, dass sie in Griechenland sich wohlfühlen können, dass es auch ein Teil ihres ist, weil sie auch die Sprache können. Also wenn sie da wären und die Sprache nicht sprechen würden, dann wäre es für sie eine andere Erfahrung, in Griechenland zu sein. Eine Gemeinsamkeit fast aller unserer Interviewpartnerinnen ist, dass sie, wo sie jetzt leben, eine neue Heimat gefunden haben. Wo siehst du die größten Unterschiede in deinem Leben, deinem Alltag zu dem von Österreicherinnen oder in diesem Fall Grazerinnen? Frau Radojewitsch hat in ihrem Interview gesagt, jede Frau brauche ihr persönliches feministisches Netzwerk, um sich zurechtzufinden. Wie sieht das bei dir aus? Ich glaube, ein Unterschied ist, wenn ich mich vergleiche mit meinen Kolleginnen zum Beispiel, Kollegen und Kolleginnen, die Österreicherinnen sind, ein Unterschied ist, dass sie ihre Familien in der Nähe haben. Und das war auch ein Unterschied, wenn wir alle so Familien gegründet haben. Also wenn wir Kinder bekommen haben, dann hat man einen engeren Bezug zu den Eltern, zu der engeren Familie, also zu den Geschwistern, die sich einander unterstützen. Und dadurch, dass ich alleine nach Österreich gekommen bin, habe ich dieses Familiennetzwerk hinter mir nicht. Und bei mir war ein Freundinnen-Netzwerk da von Frauen, die auch von unterschiedlichen Ländern nach Graz gekommen sind. Also das sind Frauen aus Südtirol, aus Großbritannien, aus Serbien, aus Finnland, aus Frankreich, aus anderen Ländern, aus Griechenland auch. Und wir haben so eine Frauenfreundschaft, die uns in diesen Jahren auch getragen hat. Und dann unsere Männer haben sich auch kennengelernt und wir haben so eine starke Freundschaft, die wie Familie ist. Also das ist unsere Familie da in Graz, die uns auch trägt. Und vielleicht, also wir waren einmal wandern auf der Kleinalm und wir sind eine große Gruppe von Familien mit Kindern und wir kommen an nach 4 Stunden Wandern und wir sind auf dieser Hütte
wir sitzen da, wir bestellen und das sind so ein paar ältere Männer daneben und sie fragen uns, hey, woher kommt ihr her? Und wir schauen uns an. Und das ist uns so oft passiert, weil dann ist es so, ja, ich komme aus Serbien, ich komme aus Bosnien, ich komme aus Spanien, ich komme aus Großbritannien, ich komme aus Finnland, ich komme also von allen möglichen Ländern und jeder kommt von woanders. Und diese Kinder sind auch so komische Mischungen dann, die komische Sprachen sprechen. Und das ist aber ein Netzwerk dahinter, wo ich mich also sehr wohl fühle, weil da bin ich, nicht nur ich anders, da sind andere auch anders. Und da fühle ich mich am wohlsten. Und das habe ich vielleicht auch gemeint mit Begegnungsräume zwischen unterschiedlichen Kulturen in Graz, weil ich singe zum Beispiel in einem Chor und dieses Chor unterstützt, also ist ein Chor für Frauen, ein internationaler Frauenchor, das heißt Zusammen. Und da kommen die meisten von woanders und die meisten sind anders sozusagen. Und da können wir uns sehr gut entspannen sozusagen und singen und viel Freude miteinander haben. Diese Familie, dieses Netzwerk, ist das etwas, was du im Süden kennengelernt hast in Griechenland? In Griechenland war für mich Familie sehr, sehr wichtig. Und die Familie aber in einem größeren Begriff. Also Familie für mich in Griechenland war die Cousine ersten Grades von meiner Mutter und ihre Kinder, die meine Cousinen und Cousins zweiten Grades waren. Also die waren noch enge Familienmitglieder. Wir waren Familie. Und ich habe immer große Freude gehabt, wenn diese Familie sich getroffen hat. Also, und es gab immer in Griechenland große Feste, das Osterfest, das im Frühjahr war so ein Fest in Griechenland, wo die Familie, die Großfamilie sich getroffen hat, weil man hat sich draußen, also in den Feldern treffen können und wir haben alle gemeinsam gegrillt und Oster gefeiert. Das habe ich geliebt, also dieses große Familienbegriff, wo die Familien sich gegenseitig besucht haben. Oder so, ich habe noch so Familientraditionen erlebt, im Winter zum Beispiel, im Haushalt von meiner Oma und Opa. Das war 40 Tage vor Ostern, sind alle Kinder und alle Enkeln und Urenkeln vorbeigekommen und es gab so eine Art Ritual, also man fragt für Vergebung, also die Jüngeren fragen für Vergebung von den Älteren und das ist aber so ritualisiert, also es ist nicht so direkt irgendwie, aber es ist also Großfamilientreffen, ein großes, wirres, chaotisches Hin und Her mit viel Essen und Freude und Musik und das ist Familie, also für mich in Griechenland. Also diese große Familienfeste und Rituale. Was glaubst du, wird sich in den nächsten Jahren in Graz verändern? Du hast gesagt, du fühlst dich da wohl, es ist eine übersichtliche, strukturierte Stadt. Oder ist es bei dir, weil du im virtuellen Raum bist, alles ja schon viel größer? Wie ist es für dich? Von den virtuellen Raum erwarte ich mir oder ist mein geheimes Ziel, also das ist so ein Wunsch in meinem Hinterkopf, dass ich irgendwann am Strand in Griechenland bin mit meinem Computer und von Griechenland aus in Europa arbeite. Und ich kann dann einmal im Monat oder jeden zweiten Monat oder jeden dritten auf ein Flugzeug steigen oder auf den Zug und wohin fahren und dann wieder zurück zu meinem
Strand, weil das, was mir am meisten in Graz fehlt, ist das Meer. Also ein Spaziergang am Meer ist das Allerbeste auf der Welt für mich. Das heißt, ich hoffe, dass die Technologie das mitbringt, also diese Flexibilität. Es gibt jetzt ganz viele Firmen und Unternehmen, die Leute anstellen, die Homeoffice machen. Vielleicht wird das auch im Bildungssystem flexibler werden in der Zukunft, was ich mir wünsche, weil das für mich als internationale Bürgerin sozusagen sehr praktisch wäre. Das ist also mein Wunsch von der Online-Welt. Aber es hat auch mit den Organisationsentwicklungen auch zu tun. Also weil die Organisationen wollen, die noch immer die Leute, die Angestellte vor Ort haben im Büro, und es gibt diese Überwachungssysteme zu schauen, wann ich online war und wann ich gearbeitet habe. Also weg, genau. Also hat Vorteile und Nachteile, dieses ganze System. Und von der Stadt wünsche ich mir, dass es in das Zusammenleben zwischen unterschiedlichen Kulturen gestärkt wird, dass es Räume gibt, wo Kulturen sich treffen und nicht in der Stadt so ihre eigenen Bereiche haben, sondern wo Leute sich treffen können und austauschen können. Und ich glaube, dass Musik und Kunst und Theater und solche Veranstaltungen gute Wege sind, um diese Begegnungen und diese Räume zu schaffen, wo Leute sich treffen und keine Berührungsängste haben. Also Berührungsängste entstehen, wenn wir keinen Kontakt miteinander haben, und wenn wir aber zusammenkommen, dann das ist das Gleiche wie mit der Technologie. Also die Pandemie ist gekommen, alle haben Erfahrungen gemacht, dann waren die Berührungsängste nicht mehr so groß. Also das ist das Gleiche mit also wie unterschiedliche Kulturen zusammenleben können und mehr das Miteinander und Graz gemeinsam gestalten. Also ich setze mich auch die letzte Zeit sehr mit dieser Identität, ob ich Grazerin bin und ob ich Österreicherin bin oder was bin ich denn von meiner Nationalität. Und ich habe mich entschieden, dass ich es bin. Genau. Und dass man mehr Sachen sein kann. Also es muss nicht nur Griechin sein, ich kann Griechin und Österreicherin sein und Grazerin gleichzeitig und mehrere Identitäten haben gleichzeitig. Ja, das ist ein sehr schönes Bild, das du für die Zukunft und die Möglichkeiten, die uns die Zukunft bringen wird, da beschrieben hast. Natascha, recht herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr inspirierend, so sich vorzustellen, wie das so sein könnte mit dem virtuellen Raum. Ja, recht herzlichen Dank. Vielen Dank, Renate. Danke für die Einladung. Schön, dich kennenzulernen. Sie hörten im Rahmen des Podcasts Unfolding Infinite Storyscapes des Kulturverein Interferenzen Renate Rogi-Kohlenpratt im Gespräch mit Natascha Sphiri.